Hallo zusammen. Ich erzähle euch die Geschichte «Am Tore seine Traktorschule». Die Geschichte hat Emilie Andrén geschrieben und Zala Savolainen gezeichnet. Da sitzt der Tore an seinem Küchentisch. Er liest die Zeitung, die er gerade aus dem Briefkasten geholt hat. Und dazu gibt es zum Morgen Tee und Honigbrötli. Der Tore liebt Honigbrötli. Honigbrötli sind das Beste auf der ganzen Welt. Halt! Falsch! Das Zweitbeste. Das Beste sind Traktoren. Weil der Tore Traktoren über alles liebt, will er eine Traktorschule gründen. Das ist ihm in den Sinn gekommen, wo er den Stall ausgemistet hat. «Ich finde, das ist eine super Idee», hat er zu den Kühen gesagt. «Traktor fahren lernen, wenn das nicht all?» Die Kühe haben nicht geantwortet. Sie antworten selten. Ihres Wiederkäuen hat aber sehr zustimmend getönt. «Aber von wo sollen die Leute wissen, dass ich eine Traktorschule habe?» Auch die Säule hat nicht geantwortet. Aber wo der Tore sie im Dreck umwuseln gesehen hat, hat er sofort gewusst, was sie gemeint haben. «Ja genau», hat er gesagt. «Eine Anzeige in der Zeitung. Fantastischer Vorschlag. Das kommt sicher gut.» Dann ist der Tore in den Hühnerstall gegangen. «Was schreibe ich denn in die Anzeige?» hat er die Hühner gefragt. Die Hühner haben aufgeregt durcheinander gackert. «Ruhe!» hat der Tore gesagt. «Eins nach dem anderen. Sonst verstehe ich nicht, was ihr sagt.» Die Hühner haben sich beruhigt. Der Tore hat alles auf einem Zettel aufgeschrieben, was sie gesagt haben. Das ist in der Anzeige gestanden. «Willkommen in der Traktorschule. Hier lernst du, einen Traktor zu fahren. Am Samstag ab 10 Uhr. Beim Tore Person daheim. Der eigene Traktor kann mitgenommen werden. Das Mittag ist im Preis inbegriffen.» Der Tore hat gewartet und gewartet und gewartet, dass es endlich Samstag am 10 Uhr wird. Jetzt ist es Samstag und der Tore ist ganz fest nervös. Was, wenn jetzt niemand in seine Traktorschule kommt? Wenn er ganz allein in der Traktorschule sitzt, ohne Schülerinnen und Schüler? Was, wenn der Tore der Einzige ist, der Traktoren liebt? Kein Grund, sich Sorgen zu machen, Tore. Pünktlich am 10 Uhr stehen ganz viele Leute drinnen am Gatter und warten. Das sind der Alfred, der Axel und die Astrid. Sie arbeiten in einer Garage. Und ein Sportwagenfahrer, der Roland heisst. Und dann kommt noch Siri auf ihrem grünen Velo. «Hoi Tore», ruft sie. «Wann fährt deine Traktorschule an?» Der Tore freut sich so fest, dass es in seinem Bauch kribbelt. Wow, so viele Leute wollen etwas über Traktoren lernen. Da kommt auch noch die Elvira mit ihrem blauen Traktor. Sie ist ein bisschen zu spät. Aber das ist nicht so schlimm, weisst. «Ruhe im Klassenzimmer», sagt der Tore. «Jetzt fängt die Stunde an.» Dann erzählt der Tore alles, was er über Traktoren weiss. Der Tore weiss enorm viel über Traktoren. Er redet lang. Sehr lang. Nach 2 Stunden streckt der Roland. «Du, Tore», sagt er, «könntest du uns nicht einmal zeigen, wie man mit dem Traktor Slalom fährt?» «Ja, ja», rufen alle. «Traktor Slalom, Traktor Slalom, Traktor Slalom.»
Der Tore war einmal Weltmeister im Traktorslalomfahren. Er hat sogar ein Plakat davon an der Wand. Der Tore macht ein strenges Gesicht. «Ganz sicher nicht», sagt er. «Traktorslalomfahren ist nichts für Anfänger. Heute lernt ihr vorwärts zu fahren. Dann lernt ihr Hinterschied zu fahren. Und wenn ihr das gelernt habt, dann...» Die ganze Klasse wartet gespannt darauf, was der Tore jetzt sagt. «Den könnt ihr essen. Heute gibt's Honigbrötli.» Am nächsten Samstag sitzen alle Ordeli auf ihren Traktoren. Der Roland streckt wieder. «Sag einisch, Tore, fahren wir heute Traktorslalom?» «Ganz sicher», sagt der Tore. «Nicht!» Und so geht's weiter. Jeden Samstag fragen die Teilnehmenden, ob heute das Traktorslalomfahren drankommt. Und jeden Samstag antwortet der Tore ganz sicher nicht. Dafür lernen alle Hügel rauffahren, Hügel runterfahren, saubere Kurven fahren, hintereinander fahren. Die ganze Klasse ist fleissig, findet der Tore. Alle lernen sehr schnell. Aber Traktorslalom fahren? Ganz sicher nicht. Und dann wird es plötzlich Winter. Wo der Tore verwachen, ist alles weiss. Der Hof, die Schür, der Wald, der See und die ganze Stadt sind in eine dicke Schneedecke eingehüllt. Der Tore kann nicht einmal die Türen aufmachen. Er klettert zum Fenster raus. «Ich muss Schnee räumen», sagt er. «Das ist meine Pflicht als Traktorfahrer.» Aber der Tore macht sich Sorgen. Es muss so viel Schnee weg. Und der Tore ist nur ein Tore und kann nur ein Traktor fahren. Wie soll er das nur schaffen, überall den Schnee zu räumen? Aber was ist das? Ganz hinten auf dem vielen Weiss sieht der Tore einen roten Fleck und einen blauen Fleck und einen gelben Fleck. Die Flecken kommen immer näher und näher. «Wir sind gekommen, um dir beim Schneeräumen zu helfen», sagt der rote Fleck, wo gar kein roter Fleck ist. Es ist der Alfred. Die ganze Traktorschulklasse ist gekommen helfen. Der Tore freut sich ganz, ganz fest. Jetzt können sie in der ganzen Stadt Schnee räumen. «Tore, eigentlich könntest du uns belohnen», sagt Elvira. «Wir räumen doch den Schnee wie Profis. Wie wär's mit chli Traktorslalom fahren?» Der Tore überlegt. Traktorslalom fahren ist wirklich nichts für Anfänger. Wenn sich jemand verletzt oder noch schlimmer, jemand einen Traktor kaputt macht. Aber eigentlich ist seine Klasse schon sehr gewissenhaft und geübt. «Okay», sagt der Tore, «aber bitte tun gut aufeinander schauen.» «Aber am nächsten Samstag machen wir wieder Schule nach dem Traktorschullehrplan», ruft der Tore. «Hört ihr? Kein Traktorslalom fahren mehr!» Aber niemand hört den Tore. Alle haben ganz viel Spass. «Schalt einisch einen Gang runter, Tore», sagt Elvira. «Gönn dir doch ein Honigbrötli.» Und das macht der Tore auch. Schliesslich sind Honigbrötli das zweitbeste auf der ganzen Welt. Das ist die Geschichte am Tore seine Traktorschule. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!